Super. Macht's gut. Guten Morgen miteinander. Schön, können wir zusammen Kinder erleben. Ich möchte heute über das Thema reden, wie kann ich Gott bedingungslos vertrauen. Ich begrüße alle, die da sind natürlich, auch die Microchurches, die online noch im Pyjama hocken. Schön, sind wir alle irgendwie dabei. Ja, wie können wir Gott bedingungslos vertrauen? Wir haben ja alle in unserem Leben Wünsche und wir haben Träume, wo wir uns eigentlich danach sehnen, dass Gott auf seine Art hineinwirkt in unser persönliches Leben. Wir haben auch Situationen, wo wir uns Veränderung wünschen. Das kann sein, dass wir eine Krankheit haben, dass wir irgendwo leiden, wo wir uns wünschen, Gott, wirk endlich, mach endlich etwas. Oder wir haben einen finanziellen Engpass. Wir wünschen uns, dass Gott hineingreift. Jetzt, was wir aber sehr oft machen, ist, dass wir genau in diesem Moment eigentlich Gott so in eine Kiste hineinstecken, indem dass wir sagen, ja Gott, ich weiss ganz genau, wenn dass du das könntest machen, der Zeitpunkt weiss ich schon und ich weiss auch ganz genau, wie dass du es machen kannst und auch schon durch wer. Ich weiss da, wer könnte vielleicht für mich beten. Und wir haben wunderbare Vorstellungen und Träume und Ideen, wie das Gott konkret kann wirken in unserem Leben. Und wir tun eigentlich als gläubige Christen oder als Ungläubige erst recht, tun wir den Gott, der Gott vom Universum ist, der Gott, der allmächtig ist, der Gott, der über jedem Denken und jeder Vorstellung ist, so in ein kleines Böckchen hineinpacken. Und dann nennen wir uns noch gläubige Christen. Recht krass, oder? Und wir kommen in eine Spannung zu dem, wo Gott führt, wie Gott ist. Das Problem ist nämlich, Gott ist unkonventionell. Gott ist manchmal sogar ganz unorthodox. Gott ist nicht so, wie wir uns vorstellen können. Er ist nicht logisch. Denk nur an den Mann, der blind zu Jesus gekommen ist. Der hat zunige Augen, der sieht nichts und er sagt Jesus, ich brauche Heilung. Und alles, was er hört, ist das ist ziemlich unorthodox, ziemlich unlogisch, aber es ist so, wie Gott wirkt. Und du merkst, es ist eine Spannung zwischen unserer Kiste, wie Gott ist, wie wir denken, wirkt er, welchen Zeitpunkt, wie auch immer, und dem, wo Gott führt. Und wir wollen loslaufen und es haltet uns zurück, weil Gott ist in dieser Kiste und wir können nicht im Glauben vorwärts gehen. Also eine Art, wie wir Gott in der Kiste haben, das ist, indem wir Gedanken haben über ihn. Wir haben ja uns ausgemalt, wie der Gott ist. Wir haben Vorstellungen und Ideen und Gedanken und wissen genau, wie der Gott ist. Unser Gedankenleben hat sich eingerostet und wir haben Gott in dieser Kiste. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir etwa das Kostbarste verlieren, was wir haben als Christen, nämlich ist das der Glaube. Ich möchte dir vorlesen im Hebräer 11, wie sich das auswirkt, wenn du keinen Glauben hast. Das ist noch recht fatal. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also ohne Glauben haben wir verloren. Das ist genau die Spannung eben zwischen der Kiste von unserem Denken und dem, wie Gott wirkt, wo er mit der Wolke uns vorangeht. Dazwischen, das ist die Zone vom Glauben. Und wenn wir als gläubige Christen keinen Glauben haben, sondern uns festheben an dieser Kiste, dann werden wir es nicht schaffen, dieser Wolke von Gott zu folgen. Und ich möchte mit euch heute so dieser ganzen Geschichte mit diesen Kisten ein bisschen auf den Grund gehen. Eine Story, die ich in der Bibel herauspicken möchte, das ist die Geschichte von Naaman. Der Naaman ist ein syrischer Heerführer, wohlhabend, vermögend. Ich habe mir so vorgestellt, das ist wahrscheinlich ein Mann, dem ist alles in seinem Leben bisher gelungen. Der hat Wohlstand, Reichtum, er hat Sklavinnen und Sklaven in seinem Haus. Und die eine von denen ist eine jüdische junge Frau. Und sie sagt ihm, los, mit dem Aussatz, den du hast, gang auf Israel, dort hat es einen Prophet, den Elisa, und der tut Wunder durch Gott. Der Naaman hat alles, was er will, aber er ist aussätzig. Er hat Situationen in seinem Leben, wo er eben noch nicht sieht, was er sich wünscht. Er macht sich auf den Weg, er geht auf Israel, er trifft den Elisa. Er denkt, er trifft ihn. Und was er erlebt, ist das Gegenteil von dem, was er sich gewünscht hat. Der Elisa, der Prophet Gottes, der schickt ihm einen Diener entgegen. Und der Diener sagt ihm, los, gang zum Jordan über, tauch dich 7-mal unter im Jordan und dann wirst du geheilt sein. Und das hat dem Naaman nicht so ganz gebesselt, das hat nicht so zu seinem Kistchen gepasst. Lass uns lesen, wie er reagiert hat. Das ist in 2. Könige 5.
Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, oder ich dachte, es steht in der Bibel, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Kennst du die Vorstellung, da kommt ein mächtiger Mann Gottes und schon nur sein Atem, der wird mich und mein Aussatz wird der wegblasen. Das war seine Vorstellung. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Boom! Spürst, wie der Typ in dieser Kiste gefangen ist, sein ganzes Denken ist gefangen, er stellt sich vor, wie es müsste sein. Kennst du die Situation auch in deinem Leben? Du denkst, so wird Gott wirken. Und was passiert mit dem Naaman? Er ist verrückt worden. Er denkt, ja nein, geh sicher nicht an den Jordan. Und er läuft davon und er dreht Gott sogar den Rücken und schimpft und sagt, hey, spinnt der eigentlich? Ich bin der Naaman, Mann, bin syrischer Heerführer. Geht's eigentlich noch? Gott, verstutzt, ich habe mir vorgestellt, dann kommt der Elisa raus und dann, boah, Mann Gottes. Und boah, ich habe mir vorgestellt, hey, nein, das glaube ich nicht, ich gehe wieder heim. Und so oft ist genau das ist eigentlich unser Dilemma. Wir verlassen den Weg vom Glauben, wir drehen Gott den Rücken, heben uns im Kistchen fest und gehen genau in die falsche Richtung. Zum Glück hat der Naaman Freunde dabei gehabt, oder Diener damals. Kannst du mal deinen Freunden Diener sagen? Mal schauen, wie es rauskommt. Auf jeden Fall, er war nicht allein. Und ich hoffe du hast so Freunde in deiner Small Group oder wo immer, die erkennen, wenn du so ein schimpfender Kerl bist, der davonläuft. Im 2. Könige 5,13, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas schwieriger oder etwas Großes von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Also geht's noch. Wenn er sagt, geh ein bisschen betteln, ja, dann mach's doch wenigstens. Das ist doch schön, ein bisschen wellnessen, oder? Zum Glück hat er die Freunde gehabt und gesagt, hey, spinnst du eigentlich? Du haltest an deiner Box von den Vorstellungen fest. Mach doch das kleine Schrittchen. Schau, ich möchte dich heute einladen, nimm deine Gedanken, deine Vorstellungen, deine Erwartungen an Gott und platziere sie bei ihm und sag Gott, da bin ich mit meinen Gedanken, mit meinen Erwartungen, ich gebe sie dir ab. Es ist nicht mein Timing, es ist nicht meine Art und Weise, wie etwas passieren muss, sondern ich gebe es dir und ich nehme dafür den Glauben in die Hand. Das ist so cool, dass Gott uns etwas Kleines gibt, wie beim Naaman. Aber das Kleine, der Glauben an Gott, das überbrückt eben die Spannung zwischen meiner Box und dem Weg, wo Gott führt. Und wenn ich den Glauben in die Hand nehme, dann bin ich plötzlich fähig zu sagen, okay Gott, wenn es nur ein Baden ist, ja, dann gehe ich. Dann gehe ich halt da in den Jordan und tue mich 7-mal dünkeln. Und was hat der Naaman erlebt? Er hat erlebt, wie Gott heilt, wie Gott seinen Aussatz abwischt. Und er ist aus dem Wasser aufgestanden und er hat gerufen, jetzt glaube ich, dass es nur einen Gott auf dieser Welt gibt. Und das ist der Gott von Israel. Schau, wenn du erlebst, wie Gott wirkt, wenn deine Gedanken kannst bei ihm deponieren und sie reformieren lässt und sagst, Gott, erneuere mein Denken, gib mir eine neue Art, über dich zu denken, dann schenkt er dir Glauben ins Herz. Und mit dem Glauben wirst du dort sein, wo Gott das Wunder dich trifft und er dich berührt. Und weisst du, wie so oft Gott anders wirkt, als wir uns vorstellen? Es ist genau darum, dass wir ihm Ehre geben. Wenn alles passieren würde, wie wir uns vorstellen, genau in unserem Plan, genau in unserer Vorstellung, würden wir sagen, ja, ich habe mega gut mir Mühe gegeben und so. Und du wärst im religiösen Denken. Aber Gott beschenkt dich und überrascht dich, weil er die Ehre möchte. Die Irena Wilhelm wird heute Morgen erzählen, wie sie es erlebt hat. Lass uns ihr einen Applaus geben. Sie hat gesehen, wie Gott wirkt. Im Sommer 2019 bin ich zur Ärztin gegangen, weil ich mega Schmerzen hatte in meinen Füßen. Sie hat mir dann gesagt, dass ich beide Füße zusammen operieren muss und meine Zehen versteifen. Das war für mich ein mega Schock. Aber weil sie gesagt hat, ja, nachher ging es mir besser, habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen.
Also bin ich im November 2019 operiert worden und ich hatte von Anfang an starke Schmerzen und musste starke Medis nehmen. Ich habe gedacht, ja, das ist am Anfang und das geht dann sehr schnell vorbei. Aber dem war leider nicht so. Die Monate sind dahin gegangen und ich bin allein mit meinem Rollator daheim und konnte nichts machen. Über ein Jahr konnte ich nicht arbeiten und ich konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Immer wieder habe ich zu Jesus gesagt, ich vertraue dir, ich halte fest an all diesen Verheißungen und Gebeten, die du für mich hast. Aber es ist einfach nicht besser geworden. Und irgendwann habe ich zu Jesus geschrien, warum ich? Du hast mich doch als Bewegungsmensch gemacht. Ich liebe Sport, ich liebe Tanzen, ich liebe schöne Schuhe. Und die Vorstellung, mit solchen Schuhen, mit solchen Gesundheitsschuhen durch mein Leben zu gehen, war ganz ein schrecklicher Gedanke für mich. Immer wieder habe ich mein Jesus das Leben hingegeben, habe losgelassen, habe Buße getan, habe gebetet. Aber es hat sich einfach nichts verändert. Nach über einem Jahr konnte ich dann endlich wieder belasten. Und dann habe ich am linken Fuß noch einen Fersenbeinbruch aufgefangen. Ich habe Gott überhaupt nicht mehr verstanden. Und ich bin so putzenhässig und wütend und auch verletzt auf ihn. Weil das habe ich wirklich nicht verstanden. An der Konferenz 2023 bin ich im Gebetsteam und habe Jesus noch einmal mein ganzes Leben hingestreckt. Ich habe gesagt, da hast du es. Ich habe nur mit halbem Herz geglaubt, dass heute etwas passieren könnte. Weil schliesslich bin ich ja im Dienst und es geht nicht um mich. Aber sofort ist ein warmer Strom durch meinen Körper geflossen und bis zu den Fersen runter und dort ist er geblieben. Ich habe gemerkt, jetzt passiert etwas. Von dem Moment an hatte ich keine Schmerzen mehr in den Fersen. Und die ist bis heute geblieben. Und darum lege ich jetzt meine anderen Schuhe an. Das sind nämlich die Schuhe, die ich anhaben möchte. Meine Zehen sind immer noch geflickt, das ist eine Tatsache. Aber ich weiss, dass ich Jesus einfach vertrauen will, an ihm festhalten und im Glauben weiterlaufen. Yeah. So gut. Irena, wir sind froh, dass du mit deinen Glitzerschüchen rumlaufen kannst. Das mögen wir dir von Herzen gönnen. Ja, so gut, wie Gott führt, der gibt uns vielleicht nur etwas Kleines, vielleicht auch etwas anderes, als wir gedacht haben. Aber wenn wir im Glauben unsere Schritte machen, mit dem glänzigen Glauben und den glänzigen Schuhen unseren Weg suchen, in dem, was Gott uns führt, dann wird er uns Grosses sehen. Lass deinen Glauben nicht los. Ich habe heute eine Last, eine Leidenschaft in mir, dass wir als gläubige Christen nicht uns verleiten in unseren Gedanken, in die Theologie, was auch immer uns blockieren lassen, sondern dass wir im Glauben leben. Weil der Glaube ist das, was uns Hoffnung und Rettung und Leben bringt. Schau, der Martin Luther war zum Glück ein Mann, der gesagt hat, ich lasse nicht zu, dass der Glaube einfach auf die Seite gelegt wird. Dass unser Denken uns so prägt, dass wir den Gott nicht einmal verstehen in der Kirche. Und er hat es zugelassen, dass der Glaube das Denken nochmal reformiert. Ich will den Spirit haben in meinem Herz, in meinem Leben, dass ich sage, Gott, reformiere. Immer wieder erneuere mein Denken, damit ich erleben, wie du wirklich bist. Schau, und wenn man konsequent weiter schaut, was heute oft passiert, da gibt es so viele Leute, die ihre Gedanken, ihre Theologie, ihre Art, wie sie die Bibel lesen, über das setzen, wie Gott ist. Und man legt das Schächtchen weg und man fängt an, die Bibel zu verändern, damit sie passt zu den eigenen Überzeugungen. Das ist das Gegenteil von dem, wie Gott wünscht, dein Leben zu beschenken. Er hat Grösseres vor, Weiteres vor, unendlich Grösseres vor, als du dir jemals vorstellen kannst. Ich
möchte mit dir eine zweite Geschichte anschauen aus der Bibel, wo auch eine Art zweite Box ist, wo wir dann auftun. Und zwar gehen wir zum Paulus. Im Neuen Testament. Der Paulus, ein Mann Gottes, er hat sich gewünscht, in Rom vor den Kaiser zu stehen. Und er wollte den Glauben an Jesus dort bekennen. Die Art und Weise, wie es so weit gekommen ist, ein bisschen anders gekommen. Er ist nämlich als Gefangener auf ein Schiff gekommen, unterwegs nach Rom. Und sie sind in einen Sturm geraten und in dem Sturm haben sie irgendwann gemerkt, entweder werden alle sterben oder wir werfen die Last vom Schiff. Und ich möchte mit dir ganz kurz einen Vers lesen aus dieser Geschichte, wo die Dramatik so richtig am höchsten Peak angelangt ist. In der Apostelgeschichte 27. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Und das ist der Satz, der inner ist. Wir mussten das Schiff preisgeben und uns treiben lassen. Es gibt Momente in unserem Leben, da kommt der Sturm. Und es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir dem Sturm nachgeben und sagen, es ist so. Der Sturm ist manchmal stärker als unsere Pläne. Weil wir haben auch eine Kiste, die heisst Plan. Wir haben das Timing, wir haben geplant, was wenn passiert in unserem Leben. So wie der Paulus und die Leute auf dem Schiff. Aber hätten sie festgehabt an dem Plan Gottes oder nicht Plan Gottes, an ihrem eigenen Plan, dann wären alle umgekommen. Und schau, oftmals brauchen wir, selbst wenn es ganz mühsam aussieht, selbst wenn es wirklich ein grusiger Sturm ist in unserem Leben, zu Gott kommen und sagen, Gott, ich gebe dir meinen Plan. Ich streiche meine Segel, ich wirf den Ballast vom Bord, aber zum Überleben zu können, gebe ich dir meine Pläne ab und sage, da bin ich. Ich weiss nicht, wo es weitergeht. Ich weiss nicht, wie mit dieser Krankheit, mit dieser Situation, mit diesen Umständen leben, aber du weisst es. Und sobald wir unsere Pläne loslassen, dann kommen wir wieder in die Glaubensphase hinein, wo wir Schritte machen können auf das, wo wir sagen, Gott, aber du weisst es. Schau, wir sind nicht für Krankheiten oder für Stürme in unserem Leben, aber wenn Gott hineingreift und wenn es Gott zulässt, dann kannst du mehr kaputt machen, wenn du deinen Plan festhältst und sie über Gottes Plan stellst, als wenn du einfach kapitulierst und sagst, Gott, da bin ich. Ich nehme nur noch das kleine Schächtel. Ich weiss, du hast grössere Wege für mich. Es sieht nach Umweg aus, aber du wirst mich sicher ans Ziel führen. Beim Paulus in einer Geschichte ist es dann effektiv so passiert. Sie sind auf die Insel gestrandet. Sie sind dort angekommen und es hat Männer und Frauen gehabt, die sie zum Glauben an Jesus führen können. Leute sind gesund worden auf dieser Insel Malta. Der Paulus ist mit dem Glauben, dass Gott auch in den Umweg, in den Stürmen gut führt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit gewesen, mit dem richtigen Glauben in seiner Hand. Vor mehreren Jahren haben wir im ICF einen Glauben gehabt, dass Gott uns führt, von der Hartbrücke über die Gleise in den Güterbahnhof. Und wir haben über 1 Million Schweizer Franken investiert, um den Güterbahnhof umzubauen. Du siehst ein Bild eingeblendet, das war wunderschön, so mit dem alten Güterbahnhof und der ersten LED-Wand in der Geschichte des ICF. Wir haben investiert und geschafft. In diesem Jahr, in 2011, da haben Sarah und ich auch unsere Zwillinge bekommen. Die sind auf die Welt gekommen, 7 Monate alt gewesen. Und Sarah ist das erste Mal allein weggegangen, ohne die Kinder. Sie hat sie bei mir gelassen. Daheim ist alles gut gegangen, aber zu London nicht. Sie hat nämlich beide Arme auf einmal gebrochen beim Schlittschuhlaufen. Also besser nicht Schlittschuhlaufen. Ist nicht so gescheit. Auf jeden Fall hat sie mir angerufen, du, ist nicht so gut. Ich habe beide Arme gebrochen. Und wir sind dann zu meinen Schwiegereltern gezügelt, um irgendwie den Alltag zu stemmen, weil sie hat wirklich gar nichts mehr können. Also wirklich sozusagen gar nichts mehr. Und in dieser Phase haben wir den Güterbahnhof umgebaut. Ich war jeden Tag auf dieser Baustelle. Ich habe auch kurz vorher mein Knie operiert. Es war eigentlich alles so ein bisschen drunter und drüber. Aber wir haben gesagt, wir wissen, das ist der Ort, wo Gott uns führt. In den Güterbahnhof, wo wir geben alles. Wir investieren persönlich und in den Glauben der Kirche alles. Dann sind wir endlich eingezogen. Es war mega schön. Und kurz darauf hat es eine politische Abstimmung gegeben in der Stadt Zürich. Man hat entschieden, das ganze Areal umzunutzen und einen Knast drauf zu bauen. Das neue Polizeijustizgebäude ist dort entstanden. Und wir haben als ICF weiter und es ist eine neue Nomadenzeit gekommen, wo wirklich
übelst war. Wir waren im Yonex, ein Bild, einfach um sich vorzustellen. Dort kommen wir her als Kinder, Kinder haben wir in den Zelten gehabt. Es war so ein wüster Ort zum Celebrations zu feiern. Wir sind im Kino gelandet, wieder zurück ins Mag, also furchtbare Phasen. Und es hat nach wirklich Umweg ausgesehen. Und es war schwierig, zu sagen, Gott, wir sind gut on the track, wir sind gut unterwegs. Die Million, ja, so what. Und die Stunden von Arbeit, so what. Es ist super mit dir. Und heute, wo wir da stehen, in dieser Halle, können wir sagen, ja, umso besser hat Gott uns dort rausgeführt. Umso grösser ist unser Gott. Wir haben die beste Halle, die es gibt in der Stadt Zürich. Aber, ja. Oftmals fühlen sich Gottes Weg und Stürme nach Umwegen an, aber wenn wir sagen, Gott, ich streiche meine Segel, ich nehme den Glauben, dass du es trotzdem im Griff hast, und dann werden wir Grosses sehen. Das Gleiche hat auch Rebecca Kleister erlebt. Applaus für Rebecca. Mein Mann Björn und ich sind seit 15 Jahren zusammen und seit 10 Jahren verheiratet. Und vor circa 3 Jahren hat sich bei uns ein Kinderwunsch entwickelt. Und ich wurde recht schnell schwanger und habe leider an Weihnachten 2021 unser erstes Kind verloren. Danach folgten mehrere frühe Abgänge und wir haben noch mehrere Kinder verloren. Und das war für uns eine richtig harte, schwierige und schmerzhafte Zeit. Und ich habe mich dann in eine Warteposition begeben und habe diesem Kinderwunsch so einen großen Raum gegeben und dem Plan, den ich hatte, schwanger zu werden, dass gar nichts anderes mehr Platz hatte. Und wir haben medizinische Abklärungen machen lassen und es kam raus, dass wir komplett gesund sind und alles in Ordnung ist. Wir kamen dann an den Punkt, dass wir überlegt haben, was ist der nächste Schritt? Wollen wir uns medizinische Unterstützung holen? Und kamen zu dem Schluss, dass das für uns nicht der Weg ist. Und haben oder mussten unseren Kinderwunsch loslassen. Und wir haben dann wieder angefangen, Dinge zu tun, die wir in dieser Wartezeit nicht mehr getan haben. Unter anderem sind wir wieder reisen gegangen und sind im Dezember letzten Jahres nach Tel Aviv gereist und haben dort Ferien gemacht. Und im Januar diesen Jahres wurden wir mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht. Und die zweite Überraschung war, dass wir Zwillinge erwarten. In der 28. Schwangerschaftswoche hatte ich eine schwere Schwangerschaftsvergiftung und unsere 2 Jungs wurden mit 740 und 950 Gramm durch eine Notoperation auf die Welt gebracht. Und die beiden haben sich jetzt 8 Wochen lang auf der Neonatologie ins Leben gekämpft und wir durften sie vor 3 Wochen nach Hause holen. Und bei all dem Schweren, bei all dem Schmerz, den wir erlebt haben, habe ich nie daran gezweifelt, dass Gott es gut mit uns meint. Ich habe den Weg nicht verstanden, warum wir da durchgehen mussten, aber wenn ich heute unsere 2 wunderbaren, gesunden Jungs sehe, dann staune ich über die Größe unseres Gottes und über das mega Geschenk und Wunder, was er uns gemacht hat. Ja, wenn Gott führt in unserem Leben, dann ist es manchmal ganz komisch. Unsere Pläne sind zunder Obsi und er hat aber noch bessere Pläne. Und er ist ein Gott, der souverän ist. Darf er auch deine Pläne über den Haufen werfen? Sind wir bereit, unsere Gedanken und unsere Pläne ihm anzugeben? Du wirst wirklich Grosses leben mit deinem Gott. Ich möchte noch eine Geschichte so als Abschluss hineingehen. Das ist im Buch Daniel. Die 3 Freunde von Daniel, die sind gottesfürchtige Männer gewesen und vor dem Nebukadnezar gestanden, der verlangt hat, dass alle im ganzen Land sich vor der goldenen Statue verbeugen. Und sie haben es nicht gemacht, trotzdem, dass sie gewusst haben, dass alle, die sich nicht vor dieser Statue beugen, werden in den Feuerofen geworfen werden. Und ich möchte euch vorlesen, was sie zu dem Nebukadnezar gesagt haben, wo er sie gestellt hat und sie zu sich gerufen hat vor allen Menschen, die dort anwesend waren. Haben sie ihm die Antwort gegeben: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden.
Also mit anderen Worten haben sie ihm gesagt, wir haben den Glauben in unserem Herzen, unser Gott, der ist grösser als alles, du dir kannst jemals vorstellen. Die haben keine so Box in ihrem Denken, wie Gott ist. Er ist grösser als alles. Er kann uns aus dem Feuerofen retten. Aber spannend habe ich in dem Vers gefunden, wo steht, aber auch wenn er es nicht tut, aber auch wenn er es nicht tut in deinem Leben, was ist denn? Werfen wir denn den Glauben vom Bord oder sagen wir Gott, auch wenn du es nicht tust, ich glaube, du meinst es gut mit mir? Schau, die letzte Kiste, die habe ich angeschrieben mit einerseits Träumen, wie wir uns ihr Leben vorstellen. Die jungen Typen haben sicher andere Träume gehabt, als im Feuerofen zu sterben. Sie sagen, selbst wenn Gott es nicht tut, wir legen unsere Träume und unser ganzes Leben ab, lieber als dass wir den Glauben wegwerfen. Und das andere ist, unsere Bedingungen, die haben keine Bedingungen gehabt. Die haben gesagt, Gott, wir haben keine Bedingungen, wie du wirkst. Ob du ein Wunder machst oder keins, wir ehren dich, wir beten dich an. Du bist unser König. Sind wir bereit, in unserem Leben bedingungslos dem Gott zu vertrauen und zu sagen, selbst wenn du es nicht tust? Und ich glaube, das sind die Tests, die ab und zu in unserem Leben auftreten. Dass Gott uns testet. Und vielleicht sind die einen von uns heute Morgen wirklich in einem Feuerofen drin, wo es schwierig ist, wo du keine Lösung siehst. Du weißt nicht, wie kann Gott jetzt mich da irgendwie noch rausretten. Lass uns Menschen sagen, ich nehme den Glauben und sage, selbst wenn Gott kein Wunder tut, ich bin dir treu. Ich glaube, du kommst mit mir. Ich habe so eine schöne romantische Geschichte gehört aus dem Zweiten Weltkrieg. Die dürfen ihr jetzt einfach noch zum Schluss euch ins Gemüt führen lassen von zwei wunderbaren Menschen, die sich irgendwie getroffen haben. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich ein junger Soldat in einer Bibliothek in Florida. Während er ein Buch las, fielen ihm all die handschriftlichen Notizen am Rand auf. Sie waren sehr nachdenklich und gleichzeitig auch herzerwärmend. Er blätterte auf die Vorderseite des Buches. Zufälligerweise standen dort der Name und die Adresse der Vorbesitzerin. Es war eine Dame namens Holly, die in New York City lebte. Er schrieb ihr einen Brief, in dem er sich vorstellte und erzählte, dass er am nächsten Tag nach Europa verschifft werden würde. Er lud sie ein, ihm zu antworten, damit sie über das Buch sprechen konnten. Zu seiner großen Überraschung erhielt er einen Antwortbrief. In den nächsten 13 Monaten schrieben sie sich immer wieder und kamen sich dabei immer näher. Sie waren dabei, sich ineinander zu verlieben. Obwohl sie sich noch nie gesehen hatten. Er hatte um ein Foto gebeten, aber sie lehnte ab. 1,5 Jahre später kam er über New York City zurück in die Heimat. Das war ihre große Chance. Sie wollten sich zum allerersten Mal treffen und zusammen essen gehen. Sie sagte, ich werde auf dich warten, wenn du vom Schiff kommst. Du erkennst mich an der roten Rose, die ich tragen werde. Als er über den Ozean zurücksegelte, war er so aufgeregt und gleichzeitig super nervös. Oh, er verließ das Schiff. Der große Moment war endlich gekommen. Diese wunderschöne junge Frau kam auf ihn zu. Sie raubte ihm den Atem. Sie war umwerfend groß, hatte tolle Gesichtszüge und war gut in Form. Sie sah aus wie ein Filmstar. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Er war so verblüfft, dass er nicht bemerkte, dass sie keine rote Rose trug. Als sie an ihm vorüberging, kam er schließlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ungefähr zu dieser Zeit kam eine Frau in den 40ern auf ihn zu. Sie war für ihn auf den ersten Blick nicht unbedingt attraktiv, da sie halt eigentlich viel zu alt für ihn war. Aber sie trug die rote Rose. Etwas enttäuscht, aber ohne es zu zeigen, ging er mit einem Lächeln auf sie zu. Er salutierte und sagte, Hallo, Ma'am, Sie müssen Holly sein. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Darf ich Sie zum Essen einladen? Die Dame sagte, mein Sohn, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber die junge Frau, die gerade an dir vorbeigegangen ist, bat mich, diese rote Rose zu tragen. Und sie sagte mir, dass wenn du mich zum Essen einladen würdest, soll ich dir sagen, dass sie in dem Restaurant gegenüber auf dich wartet.
Ja, manchmal ist das Leben einfach ein Test. Einfach ein Test. Die Geschichte hat mich erinnert, dass Gott oftmals einfach auch unseren Glauben testet. Vielleicht sehen wir nie ganz dahinter, es bleiben offene Fragen in unserem Leben, Sachen gehen nicht auf. Aber wirst du an deinem Glauben festhalten, selbst wenn es komisch aussieht und unstimmig ist und du dir anders vorgestellt hast, wirst du festhalten. Gehören wir zu den Menschen, die sagen, Gott, ich habe fest an dem Glauben. Und ich möchte dich einladen, lass uns aufstehen, am Schluss von dieser Message in eine Worship-Zeit gehen. Wir werden jetzt den Gott den Song singen, I will make room for you, dass wir Raum schaffen in unserem Leben. Raum gibt es dann in unserem Leben, wenn wir unsere Pläne ihm abgeben, wenn wir ihm unsere Vorstellungen übergeben, wenn wir ihm unsere Träume und Bedingungen abgeben, dann gibt es Raum für den Glauben. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus dem Hebräer 10. Lass uns den innerlich mitbeten, dass es dein Statement ist heute. Gott sagt, nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Und jetzt sagen wir für uns innerlich, oder kannst du auch laut, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Lass uns singen in den Song hinein und ich komme nachher nochmal. Einfach lass die Zeit jetzt deine Zeit sein, wo du einfach Raum schaffst in deinem Herz. Lass los von dem, was dir im Weg steht und ergreif den Glauben an deinen Gott.